Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich da reingegangen bin dass ich da in der Pause-Modus gegangen bin. Weil jetzt kommt so auf einmal arg Schisser. Kaum einmal Hallo gesagt und schon gammelt hier die ganze Horde an. Nee, nicht auf Spike. Was zur Hölle? Was ist dann das? Okay, infizierte Rabe sind jetzt auch schon... Oder Krähe. Sind jetzt auch schon die Norm, oder was? Alter. Ups. Und auch uninfizierte Wölfe. Och. Ich will eigentlich weder Krähe noch Wölfe was, Arthur. Ich will wirklich weder Wölfe noch Krähe irgendwas tun. Ich mag beide Tiere. Und Rabe gehören persönlich auch zu meiner absolute Lieblingstiere mit dazu. Deswegen, ich habe keinerlei Intention, denn hier was zu machen. Weder Hugin und Mugin noch Geri und Freki will ich was machen. Autsch. Aber die wollen mir offenbar was. Ja, ich kann die aber nicht runterschießen. Komm schon. Und für die Leute, die das nicht kennen sollten, Hugin und Mugin werden in der nordischen Mythologie Odins Rabe bezeichnet. Und Geri und Freki sind die Wölfe von Odin. Ruhe! Ja, jetzt stinkt's mal allmählich. Also nervig ist es halt schon. Okay, also Anna habe ich erwischt. Aber allmählich geht man so auf die Senkel. Ach, vielleicht ist es hier das... Ah, das ist ein Rabennest. Kein Wunder, oder Krähennest. Kein Wunder, das wird mir auch gezeigt, ja. Ja, das wird mir auch gezeigt, das Nest. Und ich habe mich schon gewundert, warum da ein Vogel abgebildet war. Auf den Nester. Okay, die Nestrückstände holen wir uns noch. Dann verschwinden einfach die infizierte Krähe. Kapiert. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Wahrscheinlich unter uns, ne? Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Wahrscheinlich sind 2 Nester unter uns. Auf der Bahnstrecke hier direkt. Geht doch nichts über so verkrützte, eklige Nester. Das ist das Beste. So, was seid ihr hier? Eklige Kotze-Freaks. Kommt noch was? Ja, ich höre dich. Du ist wieder Krähennest. Alter. Ach, das sehe ich. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Autsch, da muss ich aber... Aua, da muss ich dicht dran. Also wie ich die scheiß Nester ausräuchere, muss ich noch rausfinden. Also das muss ich wirklich noch irgendwie rausfinden, wie das funktioniert. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Eigentlich wollte ich Verbändehersteller. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Noch ein Nest. Hören wir los. Ja, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Nest. Abfackeln. Noch eins. Ja, Zeit für ein Lagerfeuer. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es. Yes, das Stieg ist ja gut. Der ist ja in seiner Nestdauerschleife gefangen. Oh oh. Was macht dann hier die Geräusche?
klingt noch Brecher. Ja, ich glaube, das ist ein Brecher. Schnaufibär, der Hässliche, hat noch was zur Sache. Ja, dann habe ich die ganze Seite abgerobbt. Warte mal. Gut, Schnaufibär, der Hässliche, ist damit auch umgemoscht. Ja, die schlucken halt ordentliches an Munition, die Typer. Und ziemlich hässliche Geräusche machen sie dazu auch noch. Ja gut, die habe ich alle schon mal abgeschossen, das ist ganz gut. Die sind alle abgebrennt. Gucken wir nochmal. Ja, da in die Richtung halt noch, ne? Genau, du warst Vochelnest. Ist es eigentlich sogar immer noch, oder? Ja. Das ist es nach wie vor, das Vochelnest. Aua. Also wie ich mit Denner umgehe, muss ich echt noch rausfinden. Aber ich glaube, ich hab's. Ja, die verpfeifen sich dann einfach, oder? Ich kann den auch nicht ausweichen. Muss ich wohl auch abrollen, ne? Naja. Nee. Das kriege ich auch nicht, das Scheißding. Ich probiere es weiter hier. Es sind mehrere Nächte anscheinend hier, ne? Nicht nur ein Vochelnest. Damit haben wir jetzt eigentlich alle. Halte mir den Gaularm. Wir stellen weiter Mollys her. So, okay, jetzt haben wir den Limit erreicht. Hersteller, Benutzer, Hersteller. Alter. Okay. Geht's in die Richtung noch weiter? Ich weiß nicht, wie es die Rabe bzw. Krähe halten, aber ich will ne hier eigentlich nichts. So. Ja. Komisch. Also das mit den Vochelnester habe ich noch nicht wirklich kapiert. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Das muss dann wohl hier... Jo. Sieht aus, als wäre es... Ja, da ist es doch. Das sieht doch räudig genug aus. Und zwar noch Krabblernest irgendwie. Nee. Gut. Oi, das brennt aber lichterloh. Puh. Da ist aber was angezündet. Und da ist noch eins, so ganz normales noch. Ja gut, auf die Nestrückstände kann ich pfeifen. Die habe ich ja mehr als genug, glaube ich. Dann gehen wir nochmal weiter in die Richtung. Und machen nur das letzte Nest weg. Interessant, wie Dick einfach nur weiß, weil er den Funkturm hochgeklettert ist, wo sich alle Nester befinden. Weil die Nester wurden ja automatisch aufgedeckt, nachdem ich da auch das Gebiet aufgedeckt gehabt habe. Aber gut zu wissen, wenn man auf die Maste hochklettert, dass man dann auch automatisch das Gebiet für ein gewisses Umfeld aufgedeckt kriegt. Oh ja, da ist mein Lieblingsbrecherle wieder. Cascade Lakes, Bahnstrecke. Gib wieder für 1400, vertraue in Diamond Lake. Finde ich gut. Komm mal her, Brechibus Eroticus. Okay. Direkt in die Ugly Fraserei. So. Wow, Alter.
Also die Typen, die das mal waren, bevor sie zu Freaker-Woche sind, will ich nicht sehen. Es waren bestimmt so Leute, die ganze Woche immer nur Boom begangen sind. War's das? Ui, 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 ui. Ja, die sind ein bisschen schwierig zu erledigen, die Kerle. 2 Schwärmerohren gibt es auch noch dazu. Sehr schön. Dann kann ich hier direkt zu meinem Bike wieder zurück. Und kann mal da eigentlich die Munition aus dem Auto flattern, ne? Das erspart uns etliche Scheiß. Kann ich bei der Gelegenheit hier nochmal ein bisschen aufrahmen. Und das bisschen, was ich jetzt hier einfach so verplempert, das robbt mal meine Regeneration wieder hier. Das finde ich mega. Also der Skill hat es wirklich gebraucht, finde ich. Da kann ich da lang, genau. Dann aufgemacht. Und mal das schöne Ding da geholt, oder? Jo. Geiler Scheiß. Gleich mal nachladen. Muss ich nicht. Aber da. Hervorragend. Dann muss ich da entlang. Da ist noch eine Nero-Kontrollstation. Da gibt es anscheinend noch ein kleine A-Siedlung, ein Dörfchen. Aber jetzt erst einmal zur Story-Mission, dass wir das auch nochmal erledigt haben für heute. Okay, weil da gesperrt und blockiert ist, müssen wir wohl hier rumfahren. Ja gut, da das ganze infizierte Scheißzeug war, hätten wir so oder so da durchgemusst. Wie Deke einfach nur effizienter ist als die ganze Miliz zusammen an einem Tag. So. Okay, Milizbike. Was muss ihres sein? Okay. Dann bin ich immer gespannt. Moment. Oh. Das ist ein Berglöwe. Das ist ein Puma. Okay, irgendjemand hat mich bemerkt. Scheiße. Okay, was ist dann hier meine Mission überhaupt jetzt mal ganz im Ernst? Begib dich in das Gebiet. Einfach nur hier gehe. Okay, Schutz für die Schwachen war das. Ja gut, das hat ja jetzt wohl offensichtlich mit Raider zu tun, ne? Uiuiuiui, da ist aber jemand clever gewesen. Und hat sich einfach von hier nachgeschlichen. Drecksack. Erst einmal den Berglöwe ausnehmen. Puma. Wir haben 4 Berglöwenfleisch. Ach, Verteufel. Was ist doch Verteufel? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man es auch in der Not frisst, natürlich. Aber ich steht jetzt, wenn ich ja gern Katze oder Großkatze essen wolle. Okay, kommt schon, die Arschlöcher. Los geht's! Genau. Ich bin bereit, mit euch zu tanzen. Das war ein Kopfschuss. Lad nochmal noch. Okay, die Ärscher haben sich anscheinend hier in den Tunnel verbarrikadiert. Da ist noch einer. Ach Gott, was ein Arschgeig, da hat einen Flammenwerfer. Der Sack du Dreck. Arschloch. So. Der rennt mal dumm im Kreis. Okay, wir plündern erstmal die Plünderer selber. Setzt ihn fest! Ich zieh mich zurück! Aber anscheinend können wir dem seinen Flammenwerfer leider nicht als Waffe flattern. Gut, another one bites the dust. Ich komme heute übrigens auch nur dazu, ihr liebe Leute, 2 Aufnahmen zu machen. Ich mache die 2 Aufnahmen heute auch nur, weil ich sonst Kenny mehr auf Reserve hätte und ich bin gerade voll in der Endphase von meinem Master. Das wird in 2 Tagen, heute ist übrigens der 23.09., wo ich es aufnehme.
Das wird in 2 Tagen zum Drucker gebracht, damit es gedruckt werden kann und es abgeben kann. Deswegen bin ich heute, oder bin ich die letzte Zeit ein bisschen in Hektik, da reicht es nur für 2, dass ich gerade noch so über die Woche komme. Und wenn ich es zum Drucker abgeben habe, dann muss ich ja eh nicht dran arbeiten. Und dann kann ich auch wieder Aufnahme machen. Dann bin ich ja im Prinzip fertig. Auch wenn die Abgabe erst am 30.09. ist. Aber trotzdem, sobald es im Druck ist, habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Verletzte? Als ob Tote. Als ob die Verletzte zurücklassen wird. Da ist er ähnlich wie Joel. Joel ist auch keiner, der Verletzte oder Gefangene zurücklässt. So, komm schon. Ah, Munition. Ganz bezaubernd. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Dose, ja, kann man auch immer gut gebrauchen. Wir haben jetzt so viel Scheiß hergestellt wie Molotovs, Rohrbomber. Okay, Moment, ich komme. Und so ein Scheiß. Du wird's einmal wieder Zeit, ordentlich die ganze Zutaten zu flattern wieder von den Leuten. Sonst haben wir immer volles Material. Sonst haben wir immer volles Inventar bei sowas. Gut, die Frau auch noch flattern. Elektrische Zünder und Lappen. Hervorragend. Präzisionsgewehr, Munition und Maschinenpistole, Muni. Aber ja, so stillgelegte Tunnels mit Waggons, die lassen sich selbstverständlich auch, wenn man da Feldbett reinknallt und so, als Unterschlupfverwender und Lager. Ist halt arg duster, aber so ist es halt. Ganz hinne Okay, Moment, ich komme. liegt die Milizfrau. St. John. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Find's geil, wie er ihr Befehle gibt, obwohl er eigentlich im Rang unter ihr steht als Corporal. Die Hoffnung nie aufgeben. 5000 Erfahrung. 1800 Vertrauen für Wizard Island. Schutz für die Schwachen 60%. Okay. Das ist doch mal ziemlich ordentlich und nett. Schachtel mit Nägeln nehmen wir auch. Oh ja, 7 Minuten haben wir noch Zeit. Kleines Rohr. Ach, dessen nehmen wir liebend gern. Die ich nämlich Sache. Wir kehren jetzt zum Bike zurück. Ich meine, wir haben ja ordentliche Schneise der Freiheit gesetzt. Dann können wir die Quest eigentlich... nee, müssen wir gar nicht. Jetzt ist das nächste wirklich nur hier Diamond Lake. Dann haben wir auf jeden Fall ordentlich hier freigerammt. Da können wir beim nächsten Mal, wenn wir hierher zurückkehren, hier bei Aston Butt aussteigen. Können uns 2 Nero-Kontrollstationen noch night switchern. Und ein paar infizierte Gebiete freimachen. Finde ich gut. Dann wieder zurück von dem räudigen Camp hier. Die haben wohl leider keinen Bunker. Schade. Ist echt schade. Na gut, Taschenlämpel brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann nix wie fort von hier. Wie viel ist da noch im Tank? Jo, 86 kommt, das passt. Okay, wir machen die Schnellreise nach Diamond Lake. Und dann läuft die Geschichte. Dann können wir vielleicht noch gucken, dass wir eventuell die Kopfgeldjagd für heute noch hinkriegen. Weil wenn wir die gemacht hätten, wäre auch ziemlich cool. Dann könnte die Episode heute gleich ein bisschen länger dauern. Aber ja, wie gesagt, ich möchte einfach einen sauberer Abschluss. Und was zu tun gibt es hier definitiv immer. Zweifelsohne. Okay. Hämmers. Jo. Okilidokili. 37% nur noch. Alter. So. Es ist Corporal St. Colonel John. Sir, mache Meldung. Ich weiß, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norbert ist frei. Ach, ihr habt das auch noch. Ich schicke eine Patrouille raus. Gut. Sie sagte, dass sie es allein schafft.
Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John Ende. Ja, sehr gut. Das war's. Oh, okay. Viel Glück, Corporal. Mhm. Hey, Corporal. Hi ho. Also, wie lange warst du dort? Dann... Hab zwar die Vereidigung mal verpasst, grad aber ich auf. merk sofort, wenn jemand gedient hat. Weißt du, was ich meine? 4 Jahre. Gebirgsjäger, Afghanistan. Wie ich dem Colonel schon sagte, ich habe jede verdammte Minute davon gehasst. Und, du? Du hast ja auch einen Blick dafür, was? Ich? Ah, naja, nicht so glorreiches wie du. Nationalgarde, 8 Jahre. War echt gern dabei, du weißt schon. Bleistifte spitzen in Salem und am Wochenende Soldat spielen. Aber du warst ja mittendrin. Wir alle haben unseren Teil geleistet. Ja, das haben wir. Das ist wahr. Interessant. Okay, warte mal. Ja gut, Nationalgarde ist halt auch besser als nix, würde ich mal sagen. Ganz einfach. Wenn wir nochmal unser Schalldämpfer abbringen. Das kann ja nie schaden. Corporal St. John. Corporal? Der Mechaniker. Also, wo kommst du her, Lucas? Lucas, oder? Ich kann dich nicht einordnen. Hört man das? Ja, ich komme aus Kanada. Ursprünglich. Ich war im Urlaub hier mit der Familie. Wir haben gezeltet, weißt du? Westlich vom Crater Lake. Mit der Frau und den Kindern. Tankvolumen. Die Jungs wären dieses Jahr 8 und 9 geworden. Kanada, oh. Von zu Hause. Wem sagst du das? Ja, ich war Lehrer. Motorreparatur in Calgary. Im Technischen Institut. Schon mal da gewesen? Nein, wohl er nicht. Wie auch immer. Braucht viel zu viel Der Colonel, Geld. hat mir diesen Job gegeben, also lebe ich jetzt hier. Das geht noch. Okay? Ja? Okay, cool. Bis dann, Corporal. Bis dann. Halt dein Bike im Auge, okay? Dann gehen wir noch zu der Küche. Bisschen haben wir es jetzt auch nochmal aufwerten können, das Bike. Und da können wir auch nochmal verkaufen, ne? Schön Ja, nochmal hab alles ich. verkaufen, was wir haben. Mhm. Beim Mechaniker könnte ich jetzt gerade nochmal reingucken. Corporal St. John. Dein Bike könnte mal nachgerüstet werden. Ah, Alles nachtanken klar, kann ich einmal gerade nochmal. volltanken. Aber wie gesagt, für alles... Ja, den Auspuff könnte man uns sogar noch holen, ne? Ah, das ist eine Optik. Ja, weil wenn... Dann will ich halt auch die gute Sache haben. Und das kostet zu viel noch, die Federung. Die Refer. Die kosten auch zu viel. Nee. Also, bitte Gut, dann machen wir mal die Kopfgeldjagd. sehr. So, das wird dann wohl hier sein, ne? Oh, Corporal St. John. Derek Curry, ja. So. Corporal, gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Ja. Wissen Sie noch? Ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Na Großartig. toll. Okay, Souvenirs. Volle Kanne in unbekanntes Gebiet. Geil. Okay, dann würde ich ja was sagen, liebe Leute. Beim letzten Mal war ich exakt mit der Punktlandung bei 25 Minuten. Und hier würde ich sagen, machen wir jetzt wirklich einen sauberen Cut. Weil wir müssen jetzt hier wirklich voll in unbekanntes Terrain. Da werden wahrscheinlich zig infizierte Gebiete noch auf dem Weg liegen. Deswegen würde ich sagen, ich mache exakt an der Stelle hier meinen Cut. Speichern nochmal. Dann dürften wir eigentlich auch die Punktlandung haben. Genau, machen wir hier speichern. Dann haben wir nämlich wirklich einen sauberen Cut und ich weiß exakt, wo ich auch rauskomme. Und gerade mal gucken bei Laden, ob es wieder da ist. Ja, 17:18 Uhr, das kommt hier, perfekt. Job-Souvenirs. Jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.